So, ich will uns eben vertellen, wo das früher so was mit der Bestrafung von den Schulkindern in der Klasse. Früher, man von Tage, süß, auch an Fernsehen, in den Schulen, da lobt die Kinder einfach mal so kreuz und quer durch die Klasse. Und wenn die Lehrer was sagt, dann hören das bloß die paar Kinder, weil gerade in ihre Nähe stehen. Wir müssen ja immer alle in der Bänke sitzen bleiben. Und wenn wir was zu sagen haben, dann machen wir erst abwiesen mit dem Zeigefinger und dann werden wir abropen und dann dürfen wir was sagen. Ja, und früher, die Lehrer, die hatten ja alle Stöcks gespielt. Dann gungt das bei den Jungs, was das noch viel schlimmer als bei uns Wichter. Dann gungt die Lehrer an der Schüler vorbei und hier ein Klaps auf dem Rücken, dort ein Klaps auf den Finger. Und an Huse habt sie das nicht vertellt. Wegen dann die Eltern sagen, wenn du was mit den Stöcksken kriegen hast, dann sagst du das auch was für den Themen. Ja, und früher gab's ja auch noch keine Elternabend. Das gab's ja gar nicht. Wenn so eine Mama gerade in der Stadt war, dann ging es eben in eine Schule und kloppen an der Klassentür und dann ging die Lehrerin mit einer Butten auf dem Flur. Das war ja auch vielleicht gar nicht nötig, dass sie einen Elternabend haben. Wenn ob Zeugnis stehen, Betragen gut, Beteiligung am Unterricht gut und Schulbesuch regelmäßig und Rechnen und Schreiben gut, dann war's doch alles in Ordnung. Dann brauchten doch die Eltern gar nicht extra in die Schule zu kommen und da mit den Lehrern zu küren. Mal einmal, das weiß ich, da kam eine Frau an eine Klassentür und wollte mit Fräulein Kampfschulte küren. Und da ging Fräulein Kampfschulte mit ihr auf dem Flur. Und neben mir, in der gleichen Bank, da satt Luise Kösters. Und die hatte so abgeschnittene Gummistiefel an, so Stäffel. Und ich hatte so Holtklepperkes. Und da hab ich sie gefragt, Luise, sollen wir mal tauschen? Ich möchte doch so gerne mal einmal probieren, wie man in den Gummischuhen laufen kann. Ja, und das wollen sie dann auch war, und das hab ich dann auch eben tuschget. Und dann bin ich da mit nach vorne hinlopen, bis an Pult, und dann wird trüge, und alle hatten sie ihren Spaß dran. Und wir satten gerade wer in der Banke, da kam Fräulein Kampfschulte rein. Was war hier eben los? Stille in die ganze Klasse. Was denn nix von zu hören. Was war hier los? Hier war doch was los in der Klasse. Und da wies so ein Maiken up. Ach, da klingelt das, da achten da wär ja. Und da wies so ein Maiken up und sagt dann, Luise Kösters und Resi Wulff, die haben ihre Schuhe vertauscht. Dann kommt mal jetzt nach vorne. Dann zeigt das mal. Und dann müssen wir beide nach vorne kommen. Und dann hätten das sofort wieder umtauschen, eure Schuhe. Und dann kriegen wir beide so einen an die Backe gepfeffert. Oh, Luise, das tut mir nur von Tagen noch leid, dass ich eigentlich in Schuld was, dass du die Backpfeife kriegen hast. Denn ich hab die ja gefragt, sollen wir nicht mal tauschen? Gib mir mal deine Gummistiefel, deine abgeschnittenen Gummistiefel, dann darfst du auch meine Klepperkes anziehen. Ja, so war's das früher. Aber, naja, das war's dann jetzt für Tage über die Bestrafung von den Schulkindern. Und das war's eigentlich auch die einzige Strafe, weil ich in alle die Schuljahre kriegen hab. So, dann lot du wer gut gone und dann ist later. Gut gone.